Die Geschichte spielt sich vor ungefähr 2000 Jahren ab und es ist ein riesiges Missverständnis passiert. Weil der Engel Gabriel einfach nicht der Hirsch war im Geographieunterricht. Eins müsst ihr wissen, es gibt 2 Bethlehem. Eins davon in Bern. Das ist der Berner Wiehnachtsblues. Es herrscht Hochbetrieb im Himmel. Wir koordinieren gerade den Rettungsplan. Die Menschheit ist verloren und sie irrt in die Dunkelheit. Darum hat Gott für sich beschlossen, gerade selber auf die Erde zu kommen. Und der Engel Gabriel hat die Planung übernommen. Aber wo soll denn die Rettung landen? Wo wird man Gottes Sohn aufnehmen? Nach langem Forschen ist dann klar gewesen, dass nur Bern der Ort kann sein. Ja, so wie es im Leben ist, geht noch schnell mal etwas schief. Es gibt 2 Bethlehem und der Engel ist nach Israel. Doch Gott sei Dank ist Jesus nicht in Bern geboren, sonst würde die Adventszeit bis in Juli dauern. Wer hat geruht, so lange auf Weihnachten zu warten, bis die Hoffnung von der Welt sich zeigt, uns zeigt? Man kann es puren Zufall nennen. Es hat auch in Israel einen Josef gehabt. Er hat zwar kein Berndeutsch verstanden, aber auf Detail kommt es nicht drauf an. So hat der Engel Gabriel mit Gebärdensprache erzählt: Hey Josef, deine Maria ist jetzt schwanger. Nein, nicht von mir, aber eben von dem anderen. Aha, der Josef hat es schnell kapiert. Bei einem Berner wäre es nicht passiert. Und der Engel hat gleich drauf schon eine dritte Ansprache. Ja, so wie es im Leben ist, läuft da schnell mal etwas schief. Wäre Gabriel jetzt zu Bern, hätte Josef ihn auch sicher gern. Doch Gott sei Dank ist Jesus nicht zu Bern geboren, sonst würde die Adventszeit bis in Juli dauern. Wer hat geruht, so lange auf Weihnachten zu warten, bis die Hoffnung von der Welt sich zeigt, uns zeigt? Der Gabriel leckt sich seine Wunden. Man hat den Josef Temperament. Jetzt gibt's mal 9 Monate Pause. Erst dann kommt Jesus auf die Welt. Doch da gibt's ein nächstes Problem. Zwar mit dem Stern von Bethlehem. Der scheint noch auf das Bundeshaus und bringt die Morgenlandweisen draus. Und auch der Engelchor Gloria braucht zum Üben noch ein Jahr. Der ganze Stress wäre nie aufgekommen, hat man der Heilandsbern aufgenommen. Doch so wie es im Leben ist, geht noch schnell mal etwas schief. Die stressige Weihnachtszeit wäre in den Bernern nie passiert. Doch Gott sei Dank ist Jesus nicht in Bern geboren, sonst würde die Adventszeit bis in Juli dauern. Wer hat geruht, so lange auf Weihnachten zu warten, bis die Hoffnung von der Welt sich zeigt, uns zeigt? Wäre Jesus in Bern geboren, dann würde die Adventszeit bis in Sommer dauern. Die Gemütlichkeit kann auch stressig sein, Geduld ist irgendwann vorbei, vorbei. Hey, ich wünsche euch stressfreie Weihnachten. So wie in Zürich.